Der Friede von Gott und die Liebe von Christus und die Kraft des Heiligen Geistes ist mit uns auf unserem Weg. Amen. Mit diesen Worten fange ich an und heisse euch willkommen, wo immer ihr seid. Wir bringen euch heute ein paar Eindrücke von der Kirche Faulensee. Schön seid ihr dabei. Heute gestalten mit die Jovita Wenger an der Orgel, die Barbara Wenger als Katechetin mit der KW-Klasse, die Marianne Vogel-Kopp wird Geschichte erzählen, hinter der Kamera ist der Michael Zbinden und ich bin Marianne Zbinden. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, hier die Kirche Faulensee ist an einem schönen Ort. Man kann jetzt, wenn es wärmer wird, den Platz draussen ganz gut geniessen. Es ist Frühling, es fängt an zu blühen, hier ein zartes Blatt, dort eine feine Farbe. Wie aufmerksam muss die Kraft sein, die hier dahinter steckt. Zusammen mit der KW-Klasse haben wir uns Gedanken gemacht über das, was dahinter ist. Hinter der Schönheit der Natur, hinter dem Wohlklang der Liebe, hinter der Vielfalt vom Leben. Wie finden wir ein Wort, das das ausdrückt, das, was über unsere Wirklichkeit hinausgeht? Sagen wir Gott, sagen wir Lebenskraft. Gott hat viele Namen. Die KW-Schüler haben dazu zum Gottesnamen Bilder gelegt, die wir jetzt zusammen anschauen. Ich lade euch ein zum Gebet. Gegenwärtiger Gott, wenn ich deine Schöpfung anschaue, dann lerne ich dann um staunen. Staunen über einzelne Blüten im Frühling. Hilf uns, dass wir das Staunen bewahren, dass wir uns freuen am Kleinen. Hilf uns, mit Achtung durch den Tag zu gehen. Wir danken dir für die Menschen, die uns dabei begleiten. Wir danken dir, dass du bei uns bist, heute und hier. Amen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das ist wahr, das ist wunderbar. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das ist wahr, das ist wunderbar. Nicht da oben, nicht da unten, nicht da vorne, nicht da hinten, nicht da drüben, sondern da.
Kinder haben gesungen, ich bin da, das ist wahr, das ist wunderbar. Und das ist es wirklich. Es ist ein Wunder und ein Geschenk, dass wir alle hier sein dürfen. Wir sind ein Geschenk und sind kostbar wie ein Schatz. Dem gehen wir in unserem KW-Block auf die Spur. Die Schüler und Schülerinnen von der 2. und 3. Klasse Faulensee erforschen das Thema, ein Geschenk sein. Ein Geschenk sein für die Eltern, manchmal vielleicht mit einem «Puh, mit dir haben wir jetzt aber auch das Geschenk». Aber vor allem eins, das kostbar ist und geliebt wird. Wir schauen in der KW auch das Fest ein bisschen genauer an, wo wir eben gerade das kostbare Geschenk feiern dürfen, nämlich das Fest der Taufe. Es ist kostbar, unser Leben und unser Dasein auf dieser Welt. Dazu hören wir jetzt die Geschichte von Hagar. Ich erzähle euch eine Geschichte aus der Bibel. Es ist die Geschichte von Ismail mit seiner Mutter, der Hagar. Die Geschichte spielt im südlichen Israel. Dort hat es so höher, ziemlich steinig, nicht mehr viel Gras, eigentlich auch nur noch mehr Büsche als Wälder. Aber unsere Geschichte, die spielt an einem Ort, wo es noch ein paar grosse Bäume hat. Es ist etwas wie eine Oase. Und dort, in dem trockenen Grasland, dort hat es 4 Zelte. 4 Zelte? Wer wohnt denn da noch in Zelt? Es sind Menschen, die noch keine festen Häuser haben, sondern die als Nomaden, also als Bauern, die weiterziehen von Ort zu Ort, die sich dort niedergelassen haben. Es hat natürlich einen Brunnen unter diesen Bäumen, ein grosses Loch im Boden innen, wo ummauert ist mit Steinen. Nebendran hat es so Tränkeplätze für die Herden. Die Kleinbauern hatten Schafe und Geissen. 4 Zelte. Das grösste, das hat ihm Abraham gehört. Und mit ihm haben dort seine Frau Sarah und ihr kleiner Bub, der Isaac, gelebt. Der war etwa ein 3-jähriger Pfüdi. In einem etwas kleineren Zelt nebendran, dort lebt Hagar mit ihrem Sohn Ismail. Er ist etwa 10. Der Abraham ist der Vater von beiden Buben. Er lebt seit langer Zeit mit seiner Sarah zusammen. Beide sind schon ein bisschen alte Menschen und sie haben sehr lange auf ein Kind müssen warten. Und darum, weil sie ungeduldig waren und doch so gern ein Kind hätten gehabt, hat der Abraham die Magd von der Sarah, die Hagar, als Nebenfrau genommen. Das hätte man dann noch machen können. Und mit ihr zusammen hat er eben auch ein Kind gehabt, einen Bub, der Ismail. An diesem Tag wird ein Fest vorbereitet. Der Isaac war jetzt nämlich als 3-Jähriger so alt gewesen, dass er weggekommen ist vom Kinderbrei essen und hat die gleichen Speisen dürfen zu sich nehmen wie die Grossen. Und das hat man gefeiert miteinander. Der Ismail, der hat geholfen. Er war gern im Kochzelt, weil dort ist etwas gegangen, wo die verschiedenen Mägde einander geholfen haben, das Festessen vorzubereiten. Man konnte ihn gut brauchen. Er hatte ja schon ein bisschen Kraft gehabt, mit 10. Er hat also vom Brunnen Wasser getragen ins Kochzelt. Ein paar Mal ist er hin und her gegangen. Und nachher haben sie ihm aufgetragen, er soll doch noch Brennholz zusammenlesen. Unter den Bäumen und hinten bei den Büschen, da hat es immer durch einen starken Wind, der aus der Wüste kam, hat es Äste gehabt, die sind am Boden gelegen und dort sind sie gewesen. Und die hat er nachher auch ins Kochzelt gebracht, zum Feuer machen. Es ist ja noch eine ganz alte Geschichte, wo es noch keinen elektrischen Strom hat gegeben, noch keine Kochherde. Alles, was man wollte, backen oder braten oder kochen, hat man auf der Feuerstelle präpariert.
Es ist nicht lang gegangen, wo der Ismail ein bisschen leuen wollte, weil er nämlich ein paar Arfeln voll Brennholz hat ins grosse Küchenzelt gebracht. Da kommt der kleine Isaac aus dem Zelt raus und ruft: Ismail, komm, spiele mit mir! Der Ismail hat seine kleinen Brüder gern, aber natürlich nervt denen manchmal auch ein bisschen. Weil, ja, 7 Jahre Unterschied, das ist schon ein bisschen viel. Und der Kleine, der ist noch nicht so gleitig und versteht noch nicht so viel, aber man muss gleich gut auf ihn aufpassen, dass ihm nichts passiert. Zuerst haben die 2 Buben sind sie zusammen gerannt. Und der Isaac hat natürlich immer gewinnen, wollte der Vorderste sein, und der Ismail hat es schon verstanden und hat dem Kleinen immer ein bisschen Vorsprung gelassen, dass der ganz freudestrahlend ist beim nächsten Baum oder beim nächsten Zaunstecken angekommen und gesagt: Ich habe gewonnen! Nachher hat der Isaac, der Kleine, Versteckis spielen, aber der Ismail hat sich ein bisschen gelangweilt, weil Isaac hat noch gar nicht richtig gewusst, wie das geht. Er hat nur den Kopf irgendwo hinten gestreckt und gesagt: Gell, du siehst mich nicht. Das hat der Ismail ein bisschen langweilig gedacht. Aber er war ein lieber grosser Bruder und hat mitgemacht. Wo sie vom Küchenzelt her rufen, es sei die etwa gleich alles parat. Und der Isaac mit schnellen Schritten will herlaufen, da stürchelt er und geht auf den Boden und tut sich das Knie aufschürfen und natürlich bägt er laut Haus, weil ihm das Bein wirklich wehtut. Jetzt kommt, wo sie ihr Kind gehört schreien, Sarah aus dem Zelt rausgerannt, läuft zu ihrem kleinen Herrn, nimmt ihn in die Arme, tut ihn trösten und aufnehmen und wiegeln. Und dann schaut sie ganz böse zum Ismail über und sagt: Kannst du eigentlich nicht aufpassen? Ich habe dir doch gesagt, dass du den Kleinen nicht überfordern sollst. Der Ismail steht da und lässt den Kopf hängen. Immer ist die Sarah so böse mit ihm. Immer zieht sie ihren Kleinen ihm total vor. Die fragt nicht einmal, was passiert ist. Immer meint sie, er habe ihrem Bubeli etwas zu leid getan. Immer ist er der Blöd. Weil der Isaac immer noch rennt, kommt auch der Abraham, der Vater, zu dieser Szene. Er schaut, zwinkert dem Ismail zu, weil er weiss ja, dass der Kleine, wenn er die Mutter tröstet, immer ein bisschen viel Tränen für ihn drückt. Und wo Sarah mit dem Isaac auf dem Arm zum Küchenzelt läuft, legt der Abraham seinen Arm um seinen Grossbub und sagt: Ach, Ismail, du bist auch mein Sohn. Und ich weiss, dass du ein Guter bist. Du bist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber gell, heute feiern wir jetzt zusammen ein Fest vom Isaac, dass der alles essen darf wie die Grossen. Und ich hoffe, du bist auch wieder zufrieden. Es ist ein schönes Fest geworden. Und am Abend, wo es schon dunkel war, sind da drüber noch Gespräche in der Zelt weitergegangen. Sarah und der Abraham haben vor dem Einschlafen miteinander geredet. Und Sarah hat gezeigt, dass sie ganz fest eifersüchtig ist auf den Ismail. Sie sagt zum Abraham: Weisst, der Ismail, natürlich ist das der Älter von dir, aber das ist ja nicht dein richtige Kind. Das hast du nur zusammen mit meiner Magd gemacht. Und jetzt haben wir doch den Isaac. Und er ist doch der eigentliche Sohn von dir. Und er soll doch das Ganze einmal erben. Also, ich will einfach, dass er etwas ganz Besonderes ist. Und auf die anderen könnten wir eigentlich verzichten mit ihrem Bub. Solche Töne hat Sarah schon etwas gesagt. Und im Abraham ist es recht schwer ums Herz herum. Er hat sie beschwichtigt und gesagt: Weisst Sarah, ich habe einfach 2 Söhne, der Ismail und der Isaac. Der Isaac
ist schon unser gemeinsamer Bub und er ist ganz wichtig. Aber der Ismail gehört auch dazu. Sie hat dann nichts mehr gesagt. Im Zelt daneben hat der Ismail sich noch an seine Mutter gedrückt auf der Schlafmatte. Und sie hat gemerkt, dass er traurig ist. Was ist denn mit dir, Ismail, fragt sie. Jetzt haben wir doch so einen schönen festlichen Tag gehabt. Der Ismail muckst zuerst ein bisschen um. Und dann sagt er, aber weisst, ich bin einfach unwichtig. Seine Mutter hat nicht getröstet. Und er hat gesagt, ach nein, weisst, heute haben wir halt der Kleine gefeiert. Du bist auch ganz, ganz wichtig für uns. Dann hat sie nichts mehr gesagt. Und einfach der Ismail festgehabt. Aber gedacht hat sie schon noch weiter. Sie hat es auch schwierig gefunden, wie die Sarah immer so herrisch und so wichtig tut und so von oben herab. Und sie hat sich auch nicht richtig zu helfen gewusst. Sie war ja nur die Magd. Sie hat nicht aufbegehren. Mitten in der Nacht, der Abraham hat nicht schlafen. Ist er rausgegangen aus dem Zelt und ein bisschen in die Wüste rausgelaufen. Dort, wo man den ganzen Sternenhimmel hat gesehen, funkeln. Es war ihm schwer. Und er hat gesagt, du Gott, wie soll ich das nur machen? Es ist so viel Spannung bei uns zwischen diesen Zelten. So viel ist einfach nicht gut. Alle sind irgendwie am Leiden. Wie könnte man das lösen? Und er hörte sich innen die Stimme von Gott, die zu ihm sagt, Abraham, ich habe dir 2 Söhne geschenkt, der Ismail und der Isaac. Mit beiden von denen habe ich einen Plan. Du darfst mir vertrauen. Du, die Hagar mit dem Ismail fortschicken und entlassen. Sie soll nicht mehr deine Nebenfrau sein, sie soll nicht mehr die Magd sein von der Sarah. Lass sie als freie Frau gehen. Ich werde sie behüten und beschützen. Im Abraham war es immer noch Schmerzmut, aber gleich hat sich etwas in ihm gelöst. Ist echt das der beste Weg? Aber wenn Gott ihm das eingibt, dann wird er darauf vertrauen. Am nächsten Morgen hat es der Abraham so gemacht, wie er es in der Nacht erfahren hat. Er hat einen Sack genommen, hat Brot und Dörrfrüchte reingetan. Er hat einen von den Wasserschläuchen genommen, Wasserschlauch aus Geissenleder, hat ihn am Brunnen gefüllt und mit dem Bündeli ist er zu der Hagar gegangen und zum Ismail und hat gesagt, ich muss mich von euch trennen. Ich habe eine Botschaft bekommen, dass ich euch gehen soll. Packt auch eure Schlafmatten und was ihr zum Anlegen braucht. Und dann müsst ihr euch auf den Weg machen. Da ist kein Platz mehr für euch. Es war ein schwerer Abschied. Die Hagar hat es nicht richtig verstanden. Und sie hat sich auch gewünscht, dass Sarah vielleicht noch aus ihrem Zelt rauskommt und ihr würde danken für all die Jahre und für all die Arbeit, die sie ihr hat geschenkt. Und dass sie doch, weil Sarah so lange auf ein Kind warten, ihren eigentlich auch der Ismail hat geschenkt. Aber ihre Herrin hat sich nicht blicken lassen. Und so sind die Hagar und der Ismail, wo sie der Abraham noch einmal zuletzt haben umarmt gehabt, südwärts gelaufen, in die Steinwüste raus, haben ein paar Mal noch hinterher geschaut, die Bäume von der Oase sind immer kleiner geworden und vor ihnen ein weiter, trockener, steiniger Weg. Sie sind gelaufen und gelaufen, die Sonne ist höher gestiegen
Sie hatten Durst und Hunger bekommen und auch ein bisschen müde Beine gehabt. Sie haben geläutet, etwas gegessen, getrunken und sind weitergelaufen. Wir dürfen hier nicht unterwegs irgendwie hängen bleiben, sagt Hagar zu ihrem Sohn. Ismael, komm, wir müssen weiter. Wir sollten andere Menschen finden, wo wir bei ihnen leben könnten. Hier in der Wüste sind wir verloren. Sie sind gelaufen und der Durst ist immer grösser geworden, aber der Wasserschlauch war längstens leer gewesen. Und sie haben geschwitzt und sie sind müde gewesen. Und sie haben eigentlich beide nicht mehr mögen. Und sie haben gar nicht mehr daran geglaubt, dass sie irgendwo einen Ort finden, wo sie sicher könnten sein. Ihre Lage ist immer hoffnungsloser geworden. Und als die Sonne schon über ihren Höchstpunkt ist gegangen, sagte Ismael zu seiner Mutter, Mama, ich mag jetzt einfach nicht mehr und ich kann keinen einzigen Schritt mehr machen. Er ist in sich zusammengefallen und Hagar hat ihn noch ein bisschen unter ein Büschli gezogen, aber das hat nicht mehr viele Blätter dran gehabt, mehr Dornen als Blätter und hat kaum mehr Schatten gegeben. Und dort hat sich der Ismael zusammengerugelt und er hat gewimmert und gewebert und er hat gerannt und geschluchzt. Und sie hat gemerkt, dass er wie fiebert und dass ihm Schweiß auf der Stirn steht, dass er immer bleicher ist und dass er schon ein ganzes komisches Flattern in den Augen hat. Der Hagar hat so weh da im Herz, wie es ihrem Bub ist gegangen. Und sie hat gedacht, nein, ich kann nicht da neben ihm bleiben und zuschauen, wie er stirbt. Und sie ist ein bisschen weiter weggegangen und hat sich in der Distanz von ihrem sterbenden Kind hat sie sich in ihren Mantel gehüllt und hat gedacht, gut, dann ist es jetzt einfach fertig mit uns. Plötzlich spürt sie etwas wie einen kühlen Hauch auf ihrem Rücken. Und was ist das? Eine Stimme, die zu einer sagt, Hagar, komm, stand auf, schau, da vorne, ich zeig dir einen Brunnen, gar nicht weit von da. Was, ein Brunnen, träumt sie? Ist sie schon so verwirrt? Aber neben ihr ist eine Gestalt, ganz eine helle, die sagt, Gott hat gehört, wie der Ismael und wie du habt gerannt. Und Gott will nicht, dass euch etwas passiert. Jetzt glaubt's Hagar. Sie steht auf, nimmt den Wasserschlauch und tatsächlich, warum hat sie das nicht gesehen vorher? Gar nicht weit weg ist wieder so ein gegrabener Brunnen. Sie kann den Wasserschlauch füllen, macht das so schnell wie sie kann, geht zurück zu ihrem Kind, netzt ihm die Stirne, träufelt ihm Tropfen ins Maul. Und wo der Ismael die Augen aufschlägt, setzt sie ihn auf und er trinkt und trinkt und trinkt und kommt wieder richtig ins Leben. Ein Brunnen? Fragt er seine Mutter. Und Hagar sagt, du ja, gar nicht weit von da weg. Ich glaube, es war Gott, der uns das gezeigt hat und der will, dass unser Leben weitergeht. Und wo die beiden wieder sind gesättigt gsi, ihren Durst haben gestillt gehabt, haben sie sich langsam auf den Weg gemacht, sind noch ein bisschen weiter ins Südland gelaufen. Und tatsächlich, schon von fern, aus der Ferne sehen sie es, dort hat es wieder eine Zeltsiedlung unter ein paar Bäumen. Und nein, es ist nicht die sie verloren haben, es ist eine neue. Und sie laufen ganz freudig und es kommen aus dieser Siedlung Leute ihnen entgegen und sagen, was? Durch die Wüste sind ihr gelaufen und dann noch ein Bub und ihr habt das gemacht. Ja, wir haben den Weg gefunden zu euch, sagt Hagar.
Und sie werden dort so herzlich willkommen geheissen und aufgenommen und dürfen dort mitleben. Und die ihnen entgegengekommen sind, die haben sie gerade ins Kochzelt geführt und haben ihnen dort etwas zu essen gegeben. Und sie wirklich willkommen geheissen am neuen Ort. Und so hat es später nicht nur vom Isaak ein grosses Volk gegeben, sondern auch vom Abraham, seinem anderen Sohn, im Ismail, hat es ein grosses Volk, das Volk der Ismaeliten gegeben. Bei der Fürbitte gestalten die Kinder mit. Zum Schluss werden wir zu unser Vater beten. Guter Gott, kostbar hast du uns geschenkt und manchmal gehen wir unsorgfältig damit um. Wir bringen vor dir das, was uns beschäftigt und belastet in unserem Leben auf unserer Welt. Der Friede, ein grosses Wort und manchen Orten auch ein steiniger Weg. Hilf uns, im Kleinen und im Grossen für den Frieden einzustehen. Uns für die einzusetzen, die keine Lobby haben, die ohne Arbeit sind oder ohne Hoffnung, die wenig oder zu wenig für das Überleben haben. Die Misstrauen und Hass, Streit, deine Güte zu Boden machen, schenk du dein Licht. Wir legen her eine Blüte für den Frieden. Manchmal spüren wir einen Graben zwischen Menschen. Wir verstehen einander miss oder gehen einander aus dem Weg. Hilf uns auch, wenn wir in ganz unterschiedlichen Welten leben, einander zu respektieren, einander zu achten auf dem Weg, den jedes gewählt hat. Wo Unverständnis das Leben schwer macht, schenkt dein Licht. Wir legen her Blüten für die Liebe.
Wir bitten dich für alle, die am Ende der Kraft sind, für alle, die Angst haben, und für die traurig sind. Wo feistere Gedanken, Krankheit oder Tod die Lebensfreude unterdrückt, schenk dein Licht. Wir legen her eine Blüte für die Freude. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte auf die Kollekte hinweisen. Es ist heute für den Verband der alleinerziehenden Mütter und Väter. Alles aus einer Hand nicht immer einfach, den Alltag zu bewerkstelligen oder auch das emotionale Gleichgewicht zu behalten. Der Verband setzt sich ein für eine ältere Familie. Danke für euren Beitrag. Ihr seht den Link auf der Homepage. Schön, seid ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch allen einen guten Sonntag und gebe einen Segen mit. Wenn euer Leben blüht wie der Frühling, sei Gott der Vogel, der von der Liebe singt. Bleibt im Frieden. Habt Sorge zu euch, habt Sorge zueinander. Behüt euch Gott. Amen.